70.000 Kalorien zum 70. Geburtstag. Die Spielwarenmesse feiert und alle feiern mit. Zum Auftakt Kuchen und jede Menge Verrücktheiten. Seit 45 Jahren gibt es den Zauberwürfel, um Jugendliche noch einmal dafür zu begeistern, jetzt in Kombination mit dem Tablet. Unter Anleitung wird gegen die Zeit gespielt. Nicht wirklich neu, aber immer noch eine Herausforderung. Smart Toys, also Spielzeug, das über Handy oder Laptop gesteuert wird, ist bei den meisten fränkischen Herstellern kein Thema. Das Fürther Familienunternehmen Bruder setzt auf neue Themenwelten und die Fantasie der Kinder. Auch analog ist beautiful. Man kann sagen, man muss ja auch etwas anderes noch im Leben haben, als dass man nur mit Smartphones oder Tablets arbeitet, sondern die Welt der Kinder ist ja auch eine reale physikalische Welt und dafür stehen eben wir. Rund 120.000 Neuheiten werden auf der Spielwarenmesse präsentiert. Sie ist der Taktgeber für die Branche. So auch für die Simbadiki Group aus Fürth. 20 Millionen Bobbycars sind in 47 Jahren bei BIC vom Band gerollt. Ob mit Flüsterreifen oder Lichthupe, der Klassiker erfreut sich weiter großer Beliebtheit. Und auch die neue Vespa in Türkis hat das Zeug zum Lieblingsspielzeug. Die Simbadiki Group insgesamt aber leidet unter den Pleiten großer Einzelhändler wie zum Beispiel Toys R Us. So kam es zu einem Umsatzminus von 4,5%. Simbadiki findet sich ebenso wie Playmobil unter den Top 10 der deutschen Spielehersteller. Playmobil schafft es sogar auf den 7. Platz weltweit. Die Spielewelt neu erfunden haben die Zirndorfer heuer nicht. Man setzt weiter auf den Ausbau erfolgreicher Themen wie Meerjungfrau, Western oder Piraten. Ein zweistelliges Umsatzplus und einen Marktanteil bei Puppen von 60%. Zapf aus dem oberfränkischen Rödental ist weiter auf Erfolgskurs. Seit 1991 ist die Babyborn die erfolgreichste Puppe der Welt. Beliebt bei Mädchen zwischen 3 und 6 Jahren auch Baby Annabelle. Ganz nah an der Wirklichkeit, trinkt, schläft und weint sie. Mittlerweile haben wir vor allem durch die Fokussierung auf unsere Kernmarken Babyborn und Baby Annabelle das Unternehmen wieder auf den richtigen Weg gebracht. Auf dem richtigen Weg und mit dem richtigen Riecher für alles, was Kinder lieben, ist seit Jahren auch die Firma Siegekit aus Mistelbach bei Bayreuth. Die knuffigen Beasts haben Zuwachs bekommen und sollen vor allem von Teens und Twins geliebt werden. Entworfen werden die kuscheligen Kerle in Oberfranken. Auch hier geht's ganz ohne Technik. Das ist eine Philosophie, die wir haben. Bei uns wird die Puppe ohne Batterie betrieben, nur hat keinen An- und Ausschaltknopf. Reine Fantasie ist im Prinzip die Energie, die bei uns in den Puppen drin steckt. Und Fantasie ist auch die Energie, die Haber mit Holzspielzeug und Plüsch wecken will. Auch die Firma aus Bad Rodach blickt zufrieden zurück und schon optimistisch ins neue Geschäftsjahr. Wir sind unserer Linie treu, unserer Marke treu, den Markenwerten und auch unserem Designstil, der ein besonderer Designstil ist. Es gibt Fans, es gibt Leute, die es vielleicht auch nicht so toll finden, aber das ist unser Stil, mit dem bleiben wir konsequent auf unserer Linie. Und Erfolg gibt uns im Nachhinein dann recht, dass wir uns nicht nach links und rechts irgendwelchen kurzfristigen Trends anschließen. Bleibt also unterm Strich, auch im 70. Jahr der Spielwarenmesse behaupten sich die fränkischen Hersteller weiter hervorragend auf einem nicht ganz einfachen Markt.